Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, euer Drandebagi. Achtung an alle Mitglieder. Dr. Fuyuki wird heute um 17 Uhr den Prototypen ihres Plasmaschneiders vorführen. Okay, gut, komme ich mal vorbei. Ne, also, ich bin euer Drandebagi und präsentiere euch hier ein komplett neues Spiel. Aufgebaut eigentlich auf der VR, Virtual Reality Technologie, aber man kann es auch ohne VR-Brille spielen. Ich habe leider keine VR-Brille, darum habe ich die No. Ihre Diskretion schützt die Durchbrüche von morgen. Okay, danke. Ja, ich habe keine VR-Brille und darum habe ich mir das Spiel No VR-fähiges Spiel gemacht. Leider geht auch der Tracky ja nicht, das wäre so wunderschön gewesen, wenn der gehen würde. So, mal aufhören hier. Weil dann hätte man... Forscher, zur Erinnerung. Was? Die Untergeschosse 16 bis 18 sind gesperrt aufgrund von Experimenten. Okay, gar nicht gewusst, dass wir solche Untergeschossen haben. Ja, also um was geht's denn eigentlich? The Assembly, so heißt das Spiel, und hier haben wir schon die Entwickler. Oh, richtig cool gemacht, also grafisch 1A. Ja, was gibt's zu sagen? Achtung an alle Mitglieder. Dr. Fuyuki wird heute um 17 Uhr den Prototypen ihres Plasmaschneiders vorführen. Na, das kennen wir ja schon. Ja, nee, um was geht's eigentlich? Oh, keine Ahnung, sehr gut. Um was geht's denn eigentlich in diesem Spiel? Um zwei Wissenschaftler, die wir aus der Ich-Perspektive spielen. Und ich weiß nicht viel vom Spiel. Ich habe es mal angetestet, um zu schauen, wie ist die Steuerung, wie ist Grafik, wie ist der Ablauf und so weiter. An alle Mitglieder. Dr. Fuyuki wird heute um 17 Uhr den Prototypen ja, das kennen wir doch schon. Vorführen. Ja, Plasmaschneider und bla bla bla. So, wir haben hier zwei Charaktere. Einmal ist es eine... Ich habe jetzt einen Haken. Dankeschön, Kollege. Ich habe den Haken vergessen. Einmal zum einen haben wir eine Wissenschaftlerin. Forscher, zur Erinnerung. Die Untergeschosse 16. Ja, ist gut, das kennen wir auch schon. Ich schreie jetzt mal, damit das Ganze übertönt wird. Also wir haben zum einen die Wissenschaftlerin, dessen Namen ich gerade nicht weiß, die aber eigentlich Todeswissenschaftlerin ist. Und dann haben wir einen Wissenschaftler, den ich ebenfalls noch nicht ganz gut kenne, der irgendwie, keine Ahnung, ich habe noch nicht ganz... Die Untergeschosse 16 bis 18 Hast es jetzt gleich mal. So, machen wir das mal so. Ja, es geht in dem Spiel um zwei Wissenschaftler und die Story ist wahnsinnig schon am Anfang. Ich denke, wir spielen einfach mal drauf los und werden dann nah herausfinden, um was das in dem Spiel wirklich geht. Das ist das Spannende in dem Let's Play hier, und das Coole ist wirklich, es ist VR relevant. Also ich bewege hier die Maus und das könnt ihr im Prinzip dann mit der VR-Brille machen. So, und Niesen hört sich auch so an. Nein, ich habe jetzt genossen, darum war ich jetzt mal schnell still. Hi, schon wieder. So, neues Spiel. Dann wollen wir mal, statt zu lange reden, wollen wir mal starten, oder? Ja klar. Madeline Stone, das ist die Wissenschaftlerin, die Todeswissenschaftlerin, so viel kann ich mal verraten. Und das ist der erste Schritt. Also ich muss dazu sagen, der Anfang, der ist mehr Geschichte, Erzählung und hat noch nicht wirklich viel mit Gameplay zu tun. Darum werden wir mal schauen. Harris? Ja, Dr. Ming, wir... Ja, ich weiß, wir sind spät dran, aber nur 15... Natürlich. Ja, ich verstehe. Wir haben soeben Perimeter A passiert. In 10 Minuten sollten wir beim Haupteingang sein. Nein, alles gut bei ihr. Sie schläft sich aus. Mama?
Mama! Oh Gott, so früh schon? Du solltest doch noch gar nicht ohnmächtig werden. Oma war 10 Jahre älter, als es bei ihr losging. Beeilung, Harris. Du weißt doch, wie sehr Chavez auf Pünktlichkeit steht. Als ob dieses ausgebrannte Wrack überhaupt eine Chance hätte. Die Jungs und ich sehen sie bei 30:1, wenn überhaupt. Gütiger Himmel, nicht so laut. Was? Wir sind draußen. Hier gibt's doch keine Mikros. Ach, Harris. Für einen Sicherheitsoffizier bist du ziemlich naiv. Muss erblich sein, Mama. Gib nichts, was du hättest tun können. Du wusstest ja nichts davon. Jetzt aber schon. Es liegt also in deiner Hand, Maddie. Ich werde dein Versuchskaninchen sein. Das kann ich nicht machen. Meine Behandlungsmethoden sind noch immer experimentell. Und was würde Papa sagen? Der braucht davon nichts zu wissen. Der glaubt noch immer, dass ich schon durchkomme, der arme Trottel. Aber ich bin auch Ärztin. Mir ist das Risiko bewusst. Und wie sollen wir sonst jemals diese verfluchte Krankheit besiegen? Hey, Adam. Hab den neuen Kandidaten. Sprachprofil bestätigt. Hallo, Dr. Ming. Bitte nennen Sie mir die heutige Parole. Parole? Ich weiß nicht. Adam, hier spricht Sicherheitsoffizier Harris. Die Parole lautet, der Preis der Wahrheit ist Diskretion. Sprachprofil und Parole bestätigt. Willkommen, Offizier Harris. Ganz ehrlich, ich nehme gelegentliche Explosionen gern in Kauf, wenn das bedeutet, dass diese Maschine schlau wird. Weil du hinterher nicht wieder sauber machen musst. Oh Gott. Mama. Es tut mir ja so leid. Ich bin 5 Wochen dabei. Und das hier ist meine 3. Schicht in diesem Jahr. Gar nicht so übel. Noch eine Woche, dann heißt es Mojitos am Strand. Ja, tut mir total leid, dass meine Entführung deine Urlaubspläne ruiniert hat. Scheiße, die ist ja wach. Entspann dich. Das Beruhigungsmittel lässt nur nach. Dr. Stone? Nein. Madeleine Stone. Kommen Sie näher. So, jetzt sind wir mal am Spiel angelangt. Jetzt können wir ein bisschen spielen, aber ich muss erst noch eine Einstellung machen, und zwar Mausempfindlichkeit. Die war mir zu klein. Also das ist schlimm. So, wir können jetzt mal lernen, wie wir die Figur spielen. Auf WASD. Es geht hier um grobes Fehlverhalten, Dr. Stone. Wobei Sie ja bereits Ihre Zulassung verloren haben, weil Sie versucht hatten, die Experimente zu verschleiern, die den Tod Ihrer Mutter beschleunigten. Und angesichts der Umstände sehe ich in einer Freiheitsstrafe keinerlei Vorteile. Die Rufschädigung, ganz zu schweigen von einer empfindlichen Geldstrafe, wird Strafe genug sein. Aber wie haben Sie das herausgefunden? Wer hat diese zweite Autopsie angeordnet? Bekennen Sie sich schuldig? Schuldig. Aus dem Weg! Hier kommt die Tochter des Todes! Hey, wir sind hier nicht beim Zirkus. Und das ist überhaupt nicht okay. Diese Frau hat's mal wirklich übel erwischt. Na, da bin ich aber froh, dass das mal einer sagt. Wenn du es jetzt noch dem Rest der Welt sagen könntest, wäre das wirklich wunderbar. Bedauere, Dr. Stone. Aber wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, wird Geheimhaltung hier relativ groß geschrieben. Du solltest nicht so viel mit der reden. Oh, kommst du jetzt vielleicht mal runter? Komm mit. Ich werde Lehrerin. Wir fangen ein neues Leben an. Ein neues Leben mit der Tochter des Todes? Ich kann so nicht mehr leben. Ja, da sind wir. In Erinnerungsstücken von Madeleine Stone.
Ja. Wer zur Hölle kann das sein? Eine Tür. Das sind also Erinnerungen, die Madeleine Stone durchmacht, bevor halt eben sie gefangen wurde. Oder halt da ist, wo sie jetzt ist. Oh, scheiße. Das ist Chavez. Warum ist sie wach? Dr. Chavez. Die wacht immer wieder kurz auf und ist sofort wieder weg. Dann verabreichen Sie ein neues Sedativum und bringen Sie Miss Stone ins Wartezimmer. Ich will so bald wie möglich Ob anfangen. zugelassen oder nicht, ich bin immer noch Dr. Stone. Au! Hier und jetzt sind Sie ein Niemand. Doch wenn Sie sich heute gut machen, könnten Sie ein Jemand werden. Wir sehen uns. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich weiß auch nicht, was dieses Spiel auf sich hat. Aber ich weiß, in der nächsten Folge sehen wir, wer Caleb Personal ist. Und darum sage ich Tschüss, bis dann. Ciao, ciao.